Eli, Robin? bist du fruchtbar? Das ist ein gut froh. Also soweit ich weiß, habe ich noch kein Kanner. Aber ich weiß auch, wie ein Kondom umgeht. Ich muss das vielleicht mal ein bisschen ausprobieren. Wie ist es bei dir, Robin? Meine Fruchtbarkeit ist aber relativ reduziert, obwohl mein Gynäkom immer so, dass ich einen wunderschönen, fruchtbaren Uterus hat. Von der Form her. Aber ich habe nicht auch noch nie ausprobiert. Das hier ist Maybe Sex. All zweet Woch schwätze mir iwwer in anert Thema. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut es mittags um 3 auf Radio Ara oder zu all Dares an Nutzzeit auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an der Episode 188 vom Maybe Sex Podcast, an der dir heute über die Form und Fruchtbarkeit von meinem Uterus lernt. Das ist natürlich ein Gag, aber wir schwätzen trotzdem über Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit. Eli, war das Fruchtbarkeit, war das Unfruchtbarkeit? Fruchtbarkeit ist wenn ihr das wünscht, auch kann schwanger gehen oder eine Person schwängern und dann sich fortpflanzen kann. Und medizinisch gesehen ist Unfruchtbarkeit recht der Fall, wenn in 12 Monaten probiert, schwanger zu gehen oder zu schwängern und ungeschützte Sex wird, also ohne Kondom und ohne sonst irgendeinen Schutz und es nicht klappt. Das ist ja aber ziemlich schwarz-weiß. Also wir wissen, dass Medizin das hier ganz gerne möchte. Also in der Definition sind ich weder fruchtbar noch unfruchtbar, wie das noch nie irgendjemand probiert wird, mich zu schwangeren und dadurch an zumindest naher Zukunft nicht wird vorkommen. Ich fand die Definitionen immer so arbiträr irgendwie und das ist mir auch persönlich ein bisschen zu weit gegriffen, weil es gibt auch ganz viele Leute, die können zwar schwanger gehen an der Hinsicht, dass den Deal von et gëtt befrucht an et nist sich auch vielleicht an. Zwar klappt, aber dass aber keine Schwangerschaft kann gehale gehen. Also dass das immer an einem Avortement involontaire, also an einem Schwangerschaftsaufbruch an den nicht gewollt ist. Und zumindest für mich ist das auch Unfruchtbarkeit, weil dass du willst gerne ein Kind gebären und das klappt nicht oder das klappt man nicht. Und das ist auch zumindest die Definition, mit der meine Doktoren mir immer gesagt haben, dass ich zumindest reduziert Fertilität habe, weil es einfach unlikely ist, dass mein Körper ohne medizinische Intervention eine Schwangerschaft zum Anbringen, also dass das von Anfang bis an komplett klappen. Und ja, ich gebe halt dann aber kein Kind kriegen, so. Und ich fand am Anfang immer so weird, wie zu so Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit sind so weird für mich, weil du bist entweder 100% fruchtbar oder 100% unfruchtbar. Und irgendwie erschließt sich mir das nicht so ganz, weil das du ja mehr, für die meisten Leute das nicht entweder es klappt oder es klappt gut nicht, mit dass du klappt mehr oder minder gut. Und noch zumindest an meinem Umfeld ist das so der Fall gewesen. Und das ist auch gar nicht so klar, weil die meisten Personen mit Penis und mit Hoden, du kriegst ja noch nicht gesagt, ob ich fruchtbar oder nicht fruchtbar ist, und das geht auch so ich mit wirklich getestet. Ich kann mich erinnern an der Primärschule, wenn wir bei der Schuldoktor gegangen sind, als geguckt gehen, ob es Hoden raufkommen sind, war doch wichtig, dass für die Spermaqualität an für den Samenleiter, dass der nicht irgendwie verknurrt ist oder durch Probleme sind, du vielleicht den Angriff mitzumachen. Aber so ist das so etwas, wo irgendwie Männer fruchtbar sind. Ich weiß nicht, zwar, dass Frauen, ich weiß so express an binäre Kategorien, weil das so an der Gesellschaft meistens einfach so durchgestellt wird. Frauen sind, was sie Jungs, sie fruchtbar und dann immer Männer. Aber an der Medizin ist das doch gar nicht so klar. Also es gibt zum Beispiel den Unterschied gemacht zwischen primärer Unfruchtbarkeit, das heißt, wenn ihn noch nie schwanger war oder noch nie eine Person geschwängert wird, und sekundäre Unfruchtbarkeit, das heißt, wenn ihn man schon ein Jahr schwanger war oder eine Person geschwängert wird und dann nur wenn es geht. Von den Zwellen hier, global gesehen, sind 10-15% von den Koppeln, die irgendwann an ihrem Nervenunfruchtbarkeit begegnen. Was auch spannend ist, weil nicht jeder, den will schwanger gehen oder eine Person schwanger will, ist unbedingt an einer Koppel. Mir das wird dann einfach nicht erforscht.
Robin froh für dich bei Unfruchtbarkeit aus der echter Apps wo et asfall Person mit Uterus oder Person mit Hoden du Problem hat. Da ist ein gut froh. Also rein medizinisch gesehen wissen wir, dass es plus ou moins 50-50 ist, ob man lo von Menschen mit Penis schwatzen oder Menschen mit Uterus, die ein reduziert Fruchtbarkeit haben. Gesellschaftlich finde ich aber das Gefühl, dass es sowohl auf Film, Fernsehen, auf Medien oder so, wie auch einfach an unseren Umfeldern viel mehr die Fehler bei, an dem Fall ganz spezifisch Frauen, Gesicht geht, wie bei Männern. Und auch nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen selber. Also ich habe noch Gefühl, dass es zu großen Tropers an einer ganz gedehnten Erfahrung, dass Frauen sich selber die Schuld geben für so, oh Gott, es sind ich, bei dem es nicht klappt. So, ich kann die Summe nicht empfangen und an mir dran halten. Auch ehe schon an die Klinik geht oder sich echt hier sicher lässt, dass ganz viele Frauen die Fehler bei sich selber sichern und dann auch oft hier Weiblichkeit oder hier Phrasen auf vorstellen. Und ich meine, das geht nicht unbedingt davon geholfen, dass auch bei einer Sicherung an einem medizinischen System oft viel mehr Wert auf Fragen gelöscht wird, wenn es um reproduktive Gesundheit geht. Also, mir sollte schon, ich gehe einmal bei der Gynäko und das ist medizinisch rekommandiert und du geht nicht unbedingt necessarily mit Fruchtbarkeit geguckt, aber du geht aber trotzdem mein Uterus in der Sicht, an mein eher stark und es geht geguckt, so okay, sind du Sachen, hast du alles aber mehr oder minder an der Reihe. Und ich gehe noch auf HPV getestet, all Jahr beim Gynäko einfach standardmäßig, weil HPV kann auch sich auf Fruchtbarkeit aussichern, denn Human Papillomavirus. Und das ist für Männer nicht rekommandiert. Also am Anfang gebe ich ja denken, so wäre einmal rekommandiert, auch für Männer für bei den Urolog zu gehen. Aber die allermeisten Menschen mit Penis, die ich kenne, die waren noch nie in ihrem Leben beim Urolog. Und das ist recht so, wenn es diese Probleme gibt, dass es da hingeht. Und ich meine, dass das so die Sachen sind, die nicht wirklich dazu beitragen, für so das Bild aufrechtzuerhalten von, der Fehler liegt beim Uterus, aber bei der Person, die ausdreht, die schwanger ist, wenn es nicht klappt. Und vielen Männern die Idee für so, beim Sperma kann auch ganz viel schief laufen, gerade weil wir aus anderen Studien wissen, dass die allgemeine Spermaqualität an den letzten Jahrzehnten immens hochgegangen ist, in general. Ja, ich gebe da absolut recht. Also die Personen am meinem Alter, die mal bei den Urolog waren, da war das echt, weil sie Probleme mit der Blase oder mit den Nieren hatten, mit Männern für die Spermaqualität zu gucken oder ich habe direkt mit der Reproduktion zu dienen hat. Wie war das am Anfang so, Eli? Für was gehen, wenn man ganz binär schätze, für was gehen Männer nicht einmal bei den Urolog gecheckt, für sich auschecken zu lassen? Ich meine, den Urolog ist immer noch immens viel mit alles, was Prostata ist, verbunden. Und du hast einfach das Risiko, wenn du jung ist oder bis in gewissen Alter nicht zu groß, dass du bösartig oder krebsartig Zellen sich entwickeln und dafür hast du einfach präventiv nicht so etwas verdienen unbedingt möchte. Und ich meine, das auch noch ein bisschen so die internalisierte Homophobie mit dabei, weil den Prostata-Examen ja oft mit einem Touché rektal gemacht hat, das heißt, dass den Empfänger dann durch das Rektum Prostata auftascht. Und ich meine, das ist einfach etwas, wo viel Männer Angst dafür drin haben. Und dann reduzieren sie den Urolog, sich just darüber vergessen, dass die noch für ganz viele andere Körperteile, ganz viele andere Körperfunktionen zuständig ist. Ja, in general meine ich also doch einfach viel mehr schambehaft, aber noch irgendwie. Für Männer, weil sie irgendwie reproduktiv Probleme haben, beziehungsweise auch funktional Probleme haben, wenn es um ihre Penis geht. Ich habe das Gefühl, dass zumindest so die öffentlichen Diskurse also viel mehr akzeptierend gesehen, wenn es geht um Vaginismus oder anderen Konditionen am reproduktiven System an den Genitalien von AFAB-Menschen, also Menschen mit Vagina und Uterus. Und das aber irgendwie noch so, das wirklich gar nicht bei Menschen mit Penis ankommen ist. Und das alles, was irgendwie geht, ein Penis, der nicht genauso funktioniert, wie er soll, das heißt stehen hart geht, bei all Gelegenheit, den er kann. Und dann auch immens
gut an nicht so sehr, aber auch nicht so los ejakuliert, dass das immens schambehaft ist und direkt irgendwie ein riesiger Tag auf Männlichkeit ist. Also ich habe auch mein Bachelor-Test zu Penisse an Männlichkeit an nicht-binären Identitäten geschrieben und du auch ganz viel von meinen Partizipanten gesagt, dass wie sie mir jung waren oder wie sie sich als männlich identifiziert tun, dass es für die, wo das so getroffen wird, eine immense Sucht von Scham war und von sich schlecht und unmännlich fühlen, wenn hier Penisse nicht so funktioniert tun, wie sie durchschen, dass sie müssen. Und das war ganz oft liiert und hart gehen an und Ejakulation. Also auch so Leute, die man gesagt haben, dass sie ridikulisiert gesehen von Peers, weil sie so dann, ich hatte keinen Orgasmus, dass sie nicht kommen. Und dass das schon irgendwie gar nicht mehr als Sex gegolten wird. Ja, der Tisch geht wirklich viel um Performance und muss ich dann dabei in bestimmten Art und Weise auch den Moment performieren können, für als männlich angesehen zu gehen. Das klingt ziemlich wie das war denen an so Standard-Pornofilme gesagt. Ja, ich meine, ich wusste ja auch mit den Standard-Pornofilmen ab, beziehungsweise mit den Konsequenzen davon, wie weit verbreitet die sind. Ne? Und ich meine, dass es einfach immens schwer ist, für das mit den Ideen von Männlichkeit zu konzeptualisieren, dass es etwas mit dem Summe kein Sinn, was falsch ist. Weil das ja schon zu den Summen, du sprichst den und die geht dann an die fruchtbare Boden. So. Wenn in das ganz agrikulturell gesagt, dass man ja einfach für sich jetzt verstanden, dass was vom Boden falsch ist, mit dem Summen. Und ich meine, dass das ganz Dave an unsere gesellschaftliche Rollebilder, aber auch wie man über Sexualität auf Fruchtbarkeit schwätzen, verankert ist. Und ich meine, da doch ein bisschen den Stereotyp besteht, auch von Spermaqualität am Allgemeinen nicht super ist, weil ja aber so viel Spermien normalerweise an engem Ejakulat wird, an die ja schwammen muss und das dann immer noch die pur die Top-Qualität sehen, werden hier kriegen dann bis an der Zell zu schwammen. An dieser Stand auch keine Sorge muss machen, auch von 90% nämlich schwammen kann, weil er zu viel getrunken wird, dann an zu viel gefilmt wird, an sich ungesund ernährt, okay, Sport möchte, auch sonst gesundheitlich nicht wirklich gut drin ist, geht ja durch, dass dann die 10% die ich für hier kriegen. Das ist so die Quantität versus Qualität, was ja nicht unbedingt der Fall ist. Das ist mega interessant, so eine Genre drüber nur gedacht. Das ist ja ein bisschen so, bei den meisten Leuten mit Uterus an Eherstark gibt es nicht mehr eine Ehezahl pro Zyklus, die sprengt. Man hat du zwei, mehr normalerweise eine. Und ich habe noch nie so drüber nur gedacht, dass es ja auch vielleicht kein dummer drauf spielen, so okay, Sperm, also am Sperma sind Millionen von Spermien. Und du hast Chance relativ hoch, dass aber ob man es okay genug ist. Beziehungsweise das ist einfach viel mehr schwer, sich vorzustellen, dass von den Millionen Spermien so alle gute für die Katze sind, während bei der einer E-Zahl du hast Chance schon ein bisschen groß, dass du vielleicht nicht so gelaufen ist, wie es hat müssen für eine Schwangerschaft zu kreieren. Und trotzdem, wie gesagt, aus Forschung wissen wir aber, dass an den Fall von, wie gesagt, das nicht mehr auf Koppel bezogen, weil die Recherche über die Koppel gemacht wird. Aber du weißt mal, dass es aber ungefähr 50-50 ist, wenn es darum geht, ob Zucht von der Unfruchtbarkeit bei Männern oder Frauen leidet. Die Fälle, die an der Literatur beschrieben sind, also ein Drittel wird für allem dann ein Problem beim Mann ist, ein Drittel wird ein Problem bei der Frau ist, und ein Drittel wird irgendetwas, wo zwischen beiden etwas nicht klappt oder wo nicht gewusst ist, was Kurs vom Problem ist, also was der Grund ist, für was es nicht klappt. Das ist also noch nicht so gut erforscht ist. Ja, ich fand das mega interessant, dass du dann noch, das ist so ganz klein Detail, so an der evolutionären Biologie geht ja ganz so geschaut von Pheromone und das Leute einfach mehr oder minder genetisch kompatibel sind. Und dass sie da auch zu einem gewissen Degré anscheinend kann riechen. Dass du geht so ein bisschen in den Bereich von der Pseudoscience. Ich persönlich sind die meisten davon überzeugt. Andere Leute sind die meisten davon überzeugt. Das ist aber schon der Fall, dass Leute mehr oder minder genetisch mal nicht kompatibel sind. Es gibt auch immens viel Geschichte von, okay, es klappt mit einer Partnerperson nicht, aber mit einer anderen schon. Aber gleichzeitig gesagt, es gibt so viel, was man nicht verstehen. Es gibt so viele Geschichten von Koppeln, die für hier echt kannt, wo müssen durch wirklich furchtbar lange Treatmente gehen, für ein echt leiblich Kind zu gebären. Und dann der zweite, schwuppsdiwupps, als mehr sehr da, wen dazu leben kann, ohne jedenfalls Treatmente. Oder auch Geschichte von Leuten, die kein leiblich Kinder konnte kriegen, probiert tun, hat einfach nicht geklappt, kann adoptieren und dann auf einmal, puff,
sie schwanger. Das sind hier nicht bei allen Menschen so. Also es gibt noch immer ganz viel Couple, ganz viel Familie, ganz viel Leute, die sich immer müssen durch Treatmenter quälen oder die einfach nie leiblich kann kreieren, egal ob sie adoptieren oder nicht. Und trotzdem gibt aber so die Geschichten und schon nicht dick faszinierend, weil Doktoren haben am Anfang nicht wirklich Erklärungen dafür. Sie wissen, dass es Tanzzucker geschehen. Und ich fand am Anfang so faszinierend, wie viele dann von Gott am Bereich für Fruchtbarkeit, was man gar nicht wissen. Mhm. Ja, noch vielleicht wie viel psychologische Elemente da mitspielen können, die nicht so gut erforscht sind und auch nicht unbedingt so unerkannt sind. Also ich meine, das ziemlich neu, dass an den Fruchtpaketskliniken oder an den Spitälen, auf den Stationen, wo dem Fruchtpaket geht, dass wir mal ein Psycholog mit rumlaufen kann, weil das ja auch ein Thema ist, was belastend ist, was auch für die Couple belastend ist. Und die sich irgendwie vielleicht auch drum kümmern, dass vielleicht auch keine Traumata da sind, die machen, dass die Körper so gestresst ist, also angespannt ist, dass vielleicht Schwangerschaft nicht so richtig klappt oder Befruchtung nicht so richtig klappt. Ja, das ist auch etwas, wo ihn viel theoretisch kann drüber schwätzen, wo du sich nicht viel Studien gehen, die das wirklich erforscht tun. Ja, und das fand ich auch ultra interessant, zu den Druck, die Leute sich zu machen, für schwanger zu gehen. Das sieht ja dick viel über das Gesellschaft aus und über das Normen aus. Den Druck, den so stark kann sehen von, ich muss etwas beweisen und ich muss das hinkriegen. Und ich spielt ja ganz viel ran, also die Ideen, die man haben, okay, war das ein Mann, war das eine Frau, wie strukturieren wir als Gesellschaft, und das ist ja noch immer ganz viel über die Linie von, okay, du bestehst dich, vielleicht doch nicht, mittlerweile ja, vielleicht doch nicht mehr, irgendwann hast du aber erkannt. Und noch immer ist das Ideal von an der heterosexuellen Koppel, mit sogar an der homosexuellen Koppel, ist mittlerweile aber so normalisiert von, okay, cool, die bestört dich auch, und die kriegt auch keiner. Mhm. Wie stark der gesellschaftliche Druck ist einfach noch immer ziemlich krass. Also Leute freuen mich auch nach immer meiner Familie, wenn ich da kann kriegen. Und mittlerweile ist Queerness akzeptiert, weil du rein von den Dingen, dass wir so, ja, du kannst ja auch queer sein und trotzdem kann kriegen. Und sie so, wie wäre es von der mich mal Rollos dummer? So, good for you, dass die Alkaner hat, sie mega froh mit der Kanner. Ich bin dick froh mit Kanner im Allgemeinen, mir ob ich noch will. Werde man dann gesehen, mir so den Druck ist ja aber ziemlich groß. Mhm. Also, ich sehe noch Studie, das heißt für mich ist das eine gute Excuse, könntest du sagen, ich bin Student, geh mal bis Strich sein. Du bist über 30. Mhm. Wie erfährst du den Druck auf den Fruchtbarkeit? Also ich mal so, was mein Umfeld angeht, fand ich es ganz spannend, dass die Personen, die immer Kanner wollten, auch Kanner haben, und auch so teilweise geplant, und teilweise auch so nicht ganz geplant, also so zum Beispiel, da die 2 Kanner wollten, und da lobe ich mal 3, das heißt, das ist auch da so der Gegenteil von unfruchtbar, es sind einfach so mega fruchtbar, noch wenn man das nicht geplant tun, vielleicht ist es schief gegangen ist, dann ist einfach eine Schwangerschaft da. Auch die Personen, die nie so sicher waren, ob sie Kanner wollten, haben aber mal Kanner. Und das ist effektiv so, dass so von den Personen, die ich aus dem Lycée kennen, die mein Alter haben, wirklich die allermeisten Kanner haben. Ich nicht. Also nicht, dass ich weiß, auf jeden Fall. Und das ist auch richtig komisch, weil das aber dann in einer Leben, das ist mehr an der Familie, das ist mehr mit den Kanner, und die Kanner sind noch alle gut live. Aber das ist aber etwas anderes, aber es ist wie bei Leuten, die Kanner haben, wo das dann aber Tab-Thema, also noch Tab-Beschäftigung, weil die Kanner einfach nach Klang sind und noch viel Aufmerksamkeit brauchen. Oder ob es mal Personen sind, die kein Kanner haben, und die dann auch Männer mit dem Thema beschäftigt sind. Ich mache mir da nicht so viel Druck. Das ist ja auch so, dass bei Personen mit Penis und Hoden zwar schon am Alter die Spermaqualität raufgeht, teilweise durch weil ihr lebt, dann einfach weil der Körper auch immer mehr alt geht und dann Zellen sich mal noch gut erneuern und so weiter. Mir auch einfach weil an den Spermien sie ja aber DNA-Sequenzen und gibt eine Studie, ich meine, die ist das Jahr oder das letzte Jahr rauskommt, die ganz klar gewiesen hat, dass alles, was denen lebt, irgendwo an der DNA kodiert ist. Das heißt, was den durch den Alter dann noch mehr erlebt hat, mehr Stressmomente, mehr Krankheit und so weiter, dass das trotzdem dann am Spermien mit der DNA weitergehen geht. Was meine ich, was viele Männer gar nicht hören wollen, weil zwar Fruchtbarkeit aus sich vielleicht nicht so sehr raufgeht wie bei Personen mit Uterus, wo ihr irgendwann dann Perimenopause und Menopause könnt, wenn dann Männer oder eine mehr fruchtbar ist oder auf jeden Fall viel mehr kompliziert das schwanger zu gehen. Wobei Männer dann die Spermaqualität aber massiv kann raufgehen. Und da das ja dann
mal nicht so für ein Spermien können am besten oder am ersten schwammen mit Qualität sich von den Spermazellen an der DNA, die an den Zellen kodiert ist, die was ein bisschen beschädigt, dass dann auch immer weiter wird so kopiert gehen und das dann einfach möchte, dass du auch einfach viel mehr Risiko hast, dass dann noch eine Schwangerschaft gibt, die mehr risikohaftig ist oder dass es eine Schwangerschaft gibt, die Körper vielleicht nicht hält und gar nicht ganz ausdreht oder dass dann die kann die auf die Welt kommen vielleicht mehr Schwierigkeiten haben oder mehr Risiko haben, neurodevelopmental etwas zu entwickeln, was nicht typisch ist oder so irgendwie eine Behinderung zu haben oder. Wie gesagt, das ist nochmal eine Studie, die das geguckt hat, also das ist immer noch ganz, ganz weit von dem Wissen von an den Lebensumständen oder ab dem Alter aus dem Risiko, was Spermaqualität angeht, so viel mehr heiß. Also wird bei Frauen viel mehr Studien dazu gehen. Das klingt eine sehr interessante Studie. Und der cool, dass die so gemacht wird, weil viel Fertilitätsforschung wird und Frauenkörperin durchgefeiert, auch oft und heterosexuelle Frauenkörperin. Und wir wissen einfach noch viel zu money wird das Thema. Aber gleichzeitig, das ist einfach so eine Norm für Kinder zu kriegen. Ich schätze so viel über Fruchtbarkeit und über Unfruchtbarkeit und mir muss in dem Ganzen so eine hohe Bedeutung zu, weil das einfach die Norm ist von, okay, du kriegst halt nicht von Kinder als so Lebenssinn und Schiedverein als Enttäuschung nicht klappt, also aus Menge im Umfeld, wo das ganze Umfeld mitgelitten wie eine Person ein Problem mit Fertilität hat und die Koppel nicht oder schwer kann schwanger gehen. Ich finde auch dem musst du so ganz verstehen, das ist nicht so lange hier. So richtig so von, okay, ja, es tut mir leid für sie, weil ich weiß, dass sie gar keiner wollen. Aber ich verstehe einfach nicht so ganz, wie was das dazu eine Tragödie für das ganze Umfeld ist, für den ganzen Freundeskreis. Und dass du Schiedverein so mit Leid an einer gewissen Hinsicht. Ich meine, das ist einfach, weil das so akzeptiert ist, dass du irgendwann Freunde mit Kinder hast, wo du da Girdel Pater bist oder Tata oder dass du Neffe, Niesen hast oder neue Cousine, Cousin oder Enkelkanner, was auch immer, das Unfruchtpaket dann noch so eine richtige Tragödie für das ganze Umfeld gibt. Und ich das interessant fand, weil den Druck, unter dem die Leute auch müssen stehen, war bestimmt enorm. Weil er nicht nur sicher seinen Partner hat, mit dem er zu strugglen hat, mit dem unerfüllten Wunsch, mir so wirklich ein ganz soziales Umfeld rundherum, was so ist, oh nee, wir können das kann nicht tun, auch an Eisen liefern. Ja, das ist schon nicht heftig. Ja, ich meine, das schon in ziemlichen Druck, einerseits von außen und aber auch an der Koppel. Und ich meine, das oft mit dem Tabu und mit sich viel Schummen verbunden. Schon ist sowieso, dass immer noch alles, was mit Sexualität zu tun hat, nicht viel beschwert wird. Und das ist ja auch etwas, was mit Sexualität zu tun hat, wohin dann nicht unbedingt drüber schwätzt, von mir probiere schon so lang und es klappt nicht. Oder mir habe schon paar Mal Hand verloren, nur paar Wochen Schwangerschaft. Ja, ich meine, wenn das wirklich ein Wunsch ist, der stark ist, dann muss ich sich vielleicht auch erst von vorstellen, weil ich an der Koppel bleiben, weil die Koppel gut ist, oder sich nicht mal nur eine andere Partnerperson, die vielleicht mehr fruchtbar ist, für können mein Kinderwunsch zu erfüllen. Ich meine, du hast dann auch eins, also etwas, was nicht mehr ganz rationell ist, wo ich wirklich ist noch an einer Tunnelvision ist von ich will den Alter an ich wollte immer ob man zwei Kinder an das klappt nur nicht und ich gehe früher mal gucken irgendwie nach Rekan zu machen, weil sonst aus meinem Leben nicht mehr so wie ich mir das seit hier vorgestellt hat und das dann auch egal wen Impact hat ob die Familie hat und ob die Koppel und so weiter, dass du einfach so weil ich machen muss und ich machen das. Ich finde das nie so ganz verstanden, den Drang nur leibliche Kanner. Also ich verstehe komplett, wie was das Leute will Kanner haben. Nicht unbedingt persönlich, mir so, aber ich verstehe, wie was das Leute will Kanner haben. Und was ich mir aber auch update, das sind Dinge von, okay, mir für was unbedingt leiblich Kanner. Also ich verstehe natürlich, dass wenn es sowieso klappt, okay, das ist auch wahrscheinlich den einfachste Weg für Kanner zu haben. Aber wenn es aber nicht klappt, ich verstehe das Dinge nicht für so, wenn es eine gute Koppel ist, für dann, dass es mehr wichtig ist, für das leiblich Kanner zu haben, wie dass ihn adoptiert mit einer anderen Person. Und das ist etwas, das ich nicht so ganz verstehen, beziehungsweise so rein anthropologisch und rational verstehe ich schon den Drang für so genetisch Material weiterzugehen, holen ich mal an, das ist ja aber irgendwie evolutionär ziemlich steif und ist verankert. Ich glaube aber auch ganz fest daran, dass Leute mehr sehen, wie nehmen hier evolutionär Triebe und Instinkte. Weil es hatte mal keine Gesellschaft erreicht. Ich meine auch, dass es etwas ist, weil also wie man es romantisiert wird, wo so du verschmilzt mit einer Person und dir kreiert etwas. Die immens Romantisierung von der romantischen heterosexuellen Koppel, die lebt möchte und daraus entsteht dann halt Leben.
Das ist definitiv so ein Trope, den wir viel hören. Aber ja, ich verstehe den Drang, nur unbedingt leibliche Kanner auch nicht so immens. Auch weil persönlich so, ich weiß nicht, ob ich will Kanner haben oder nicht. So, dann mal auf gar keinen Fall. Mittlerweile sind ich so, keine Ahnung, sind noch einfach zu jung, für mir die Frage wirklich zu stellen. Ich will am Anfang nicht unbedingt ausdrohen oder leiblich Kanner hun so ich mega froh mit einem adoptierte Kanner von der gebe ich rechter Dat konsiderieren tut mir am Anfang nie wirklich viel Peng berät für zu wissen dass ich wahrscheinlich kein Kantwert gebären können weil ich weiß dass wenn ich Kanner im Leben will hun da kann ich so viel Kanner im Leben ob 100.000 verschiedene Art der Weisen hun so egal ob das Loischen sehen oder nicht. Ja, Robin, also ich fand das mega interessant, was du siehst. Ich meine, das auch ein ja wahrscheinlich ein bisschen ernst, wenn ihr vielleicht schon von jung weißt, dass eine echte Schwangerschaft Schwierigkeit gehen. Wie, wenn ihr das recht rausfindet, wenn ihr probiert, dann sich schon entschieden wird, völlig schwanger zu gehen. Das ist wahr. Historischer, gesellschaftlich ist ja auch ein enormen Druck immer gewirkt, ob Frauen wie schwanger zu gehen. Zum Beispiel an der Kindheitsreise, war ja teilweise so beim Henry VIII. Zum Beispiel, dass wenn dem seine Frau nicht schwanger gehen, dann ist sie gekappt gehen. Das ist auch wirklich so, den Nutzen und Wolle von der Frau ziemlich reduziert war, ob einem Kanner gehen. Männlich Kanner gehen. Genau, männlich Kanner gehen, ja, die waren eigentlich mehr kostbar. Ich habe hier kurz eine Studie gesehen, dass wenn Personen mit Uterus während der Schwangerschaft viel gestresst ist, dann gehen nicht echt der weiblich Kanner. Ich meine, einerseits ist den Druck immens groß, und andererseits ist auch etwas, was so gesellschaftlich immens normalisiert ist. Kriegt ihr vom Staat suchen, wenn ihr Kanner kriegt. Was mich auch überrascht ist, weil du kannst doch viel Kanner zu holen und das da ja. Mir weil die mehr Kanner kriegt, weil die mehr Suche kriegt und weil die mehr Steuern bezahlen muss. Das ist gesellschaftlich also auch irgendwie so etwas, wo ihr belohnt wird, wenn ihr Kanner kriegt, weil die auch wichtig ist für unser ökonomisches System und für als Pensionskäse und so weiter, da immer genug junge Personen haben, die am Alter sie zu schaffen. Und ich meine, dort sind einen ziemlichen intrinsischen Druck da an, wenn ihr probiert, Kanner zu kriegen und es geht nicht. Ich meine, das ist auch ein immensen Druck auf die Koppel, weil ihr dann ziemlich sehr so an eine Dynamik kennt, wo ihr sich gegenseitig schuld geht und wo ihr noch gar keine spontane Sexualität mehr kann haben, wo die Sexualität wirklich just nach unserem Fruchtbarkeit geht. An den permanent guckt, okay, wie ist Temperatur, wo sind ich gerade am Zyklus, morgen habe ich normalerweise meinen E-Sprung, dass ich mir muss morgen ob man 4-mal penetrative Sex haben mit Ejakulation und da muss ich nur um Sex an D&D Position für der Spermien dann auch hoffentlich ihre Weh finden und dass das endlich klappen kann. Aber wenn das dann nicht klappt, dann ist er enttäuscht und dann muss er am Moment warten. Und den Druck baut sich dann so ab, dass man auch schwierig ist, nach irgendwie Zärtlichkeit zu haben an der Intimität. Und ich meine, das möchte auch alles, dass es mehr schwer ist, schwanger zu gehen. Also es gehen auch immer so die Beispiele, dass von Leute an eine Zeit so probieren und dann mal an Vakanz gehen, wo sie mehr entspannt sind, weil das mehr spontan ist, dass es dann an der Vakanz aber mal klappt. Den Druck ist nicht zu unterschätzen und den Druck ist auch nicht unbedingt etwas, was hilft. Nee, also Druck hilft ja nie. Ich fand das interessant mit der Sexualität. Ich hatte auch schon viele Leute hören, die Schwierigkeiten hatten, für schwanger zu gehen. Dass auch Leute, die am Anfang ziemlich queere Sex hatten oder mehr wie nicht mehr penetrative Sex, die dann ob einmal aber trotzdem immens durchgefallen sind an das mechanisch tun. Okay, 2 Minuten Vierspiel, x Minuten Penis an der Vagina und da war das. Und die auch so, denn ich konnte nur dem mir schwanger gesehen, der kleine keine penetrative Sex mehr haben, weil es mich einfach, kein Bock darauf mehr. Und wie krass das am Anfang so eine Beziehung einfach kabal heterosexualisieren. Also nicht nur schwanger gehen, mit dann noch Kanner haben. Die auch ganz viele Koppeln, die für am Anfang jemals nicht konventionell Koppel waren und dann einfach nur konventionelle Rolleverteilungen fallen. Mir das ist aber schon mal ein anderes Thema. So dass sie so an die heterosexuell gewünschten Trick verfällt, wenn man dann von nie anders gelehrt haben. Robin, kennst du viele Leute, die schon mal drüber nachgedacht haben oder vielleicht auch schon gemacht haben, und zwar hier eher anzufreieren? Tatsächlich nicht. Ich kenne Leute, die das wollten machen, diese Transitions sind, und die einfach nicht gemacht haben, teilweise weil Doktoren sie nicht gut genug informiert haben, teilweise weil sich einfach auch nicht dezidiert haben. Aber tatsächlich nicht.
Mir die Leute, die ich kenne, die das konsideriert tun, das waren alles transmännisch Personen. Und die haben das konsideriert, sie giffen mit Hormontretementen aufhängen oder giffen ihren Uterus in der Ehe stark rausgeholt kriegen. Was sich mir persönlich auch nie so ganz erschlossen hat, für so das gut bewahren, mir jugieren da auch nicht, also whatever floats your goat. Ich kenne aber auch viele transmännische Personen, die haben das nie konsideriert, die sagten, nee, alles weg damit. Und du? Ich kann effektiv pur Frauen, die das gemacht haben, und auch wirklich gemacht haben, weil sie sich gesagt haben, okay, sie sind in einem Alter, wo wahrscheinlich auch nicht mehr so viel eher da sind. Also, es wird ja, wenn ein eher steiger an den Uterus wird, wird einen begrenzten Unfall und eher. Und diese waren auch, wenn ich nicht will oder kann, schwanger gehen, respektiv nach keine Person von tun, mit der ich das machen will, weil ich die Option aber abholen, also mein eher aufreieren. Ich habe mich auch ein bisschen informiert, wie das so ist, wenn ihr will Sperma aufreieren. Also was für den Fall nicht klappt, als wenn ihr einfach an den Tiefkühler ejakuliert. Leider, weil es wird ja einfach. Das muss schon professionell abbewacht gehen. Und noch ein Jahr mehr gefragt, wie die minus 18 oder 20 Grad am Tiefkühler. Spannenderweise ist das etwas, was just gemacht wird, wenn ihr zum Beispiel Hodenkrebs wird und dann du musst Bestrahlung kriegen oder Chemotherapie und dafür danach Sperma angefroren kriegt, für eben die Option zu haben, biologisch Kinder zu kriegen. Mit das nicht wird ab einem gewissen Alter gemacht wird, auch wenn ja effektiv die Studie gehen, dass Spermaqualität mit dem Alter raufgeht. Also du geht es immer noch so ein Double Standard, wo die Maskulinität dann irgendwie auch mehr toxisch ist wie so etwas, weil das wäre ja auch sehr gut für jederin. Wenn ihr das privat macht, ist das doch richtig teuer. Die ganze Prozedur ist, dass ihr dann effektiv auch an den Typ ejakuliert. Du kannst in das Nierwenzimmer gehen, du siehst noch meistens dann Pornozeitungen, die da leihen, für einen zu helfen. Und da wird das ganz nach ein Jahr genetisch getestet und dann eben angefroren. Und das kostet dann pro Monat oder pro Jahr, wo es gefroren ist. Und das ist schon ziemlich, das sind so 600 bis 800 Euro die Jahr, die ihr dann bezahlen muss, für das Sperma irgendwo in einer Klinik dann du angefroren ist. Ja, bei E-Zellen sind Kosten für das aufzubewahren ähnlich, das ist relativ teuer, also es sind ein paar 100 Euro die Jahr, wo ich kann darüber diskutieren, wie teuer das für wen ist, und auch wie teuer das ist, für was das ist, im Sinne von sein Fruchtpaket eventuell bewahren, weil ich sehe, dass es für Menschen mit Eherstark nicht so einfach ist, wie just einen Typ ejakulieren. Das heißt, das ist auch eine Prozedur, die ist wesentlich mehr invasiv und da muss ich länger ein Hormontretement holen, für die E-Zellen reifen zu lassen und für die dann auch aber mit einer kleinen Operation entholt zu kriegen. Es kriegt den Unterkörper nicht abgeschnitten, das wird normalerweise mit mikroskopischer Chirurgie gemacht, mit das aber trotzdem nicht so einfach für einen Typ ejakulieren. Wenn wir über Unfruchtbarkeit schwätzen, wenn ich da unbedingt interessant fand und auch gerade mit Ehezellen entholen, also auch wie viel Mulchdampfung starten hun über was Unfruchtbarkeit ist, auf wen unfruchtbar ist. Also zum Beispiel, das ist nicht so lange hier, dass Transpersonen sich schon müssen sterilisieren lassen für können ihre Nummern an ihre Geschlechtsmarke zu ändern. Und das ist natürlich Murcht oder auch historisch, sowohl an der Vergangenheit wie an der Gegenwart. Es gibt tausende Fälle von Leuten, die von Staaten hier Fruchtpaket angeschränkt haben, wo der Staat decidiert hat, wen die sich fortpflanzen, und wen nicht, wen als begehrenswert und von wem will man mehr, und wen nicht. Und das fand ich auch noch dick wichtig, hier das dabei zu setzen. Und für das zu sagen, weil persönlich denke ich auch, dass Doktoren die Transpersonen nicht necessarily darüber aufklären, wie Treatmente sich auf ihr Fruchtpaket auswirken, aber wie sie das können vielleicht stockieren, wie gesagt, am Freezer, dass das auch am Anfang bis sie da spielt und das Dinge von, okay, Transpersonen können sich nicht fortpflanzen. Und Menschen, die dezidieren, wie sich der fortpflanzen, findet. Das ist einfach ein immens großes Thema, wo immens viele marginalisierte Kommunitäten immens viel Unrecht getan ist. Und was auch einfach eine Form von Eugenics ist. Also von dezidieren, wen darf leben, wen sich der fortpflanzen und wen muss sterben. Und wenn ich das dann noch ein bisschen wie weit betrachtet, dann, das ist ja dann die medizinisch Unfruchtpaket, mit geht auch noch die chemisch Unfruchtpaket. Und zwar sind dann ganz rich Antidepressiva, besonders an hohen Dosierungen, die als eine von den
Nebenwirkungen haben, dass einerseits Libido bald nur das, und andererseits, dass ich keine Erektion mehr kriege. Aber wenn ich keine Erektion kriege, dann wird das auch einen Impact auf Fruchtbarkeit. So kann ich auch ganz weit gehen von sozioökonomischem Status, was trägt zu einer Depression bei, weil Personen sie vielleicht mehr risikobehaftet für eine Depression zu kriegen, besonders eine Reaktivdepression auf Lebensumstände und so weiter. Ja, wenn man von chemischer Unfruchtbarkeit schwätzen, dann muss man auch von Umweltfaktoren schwätzen. Am Hin nicht so krass zu Lützeburg, weil man zu Lützeburg einfach keine große Industrie so einen Hund. Wenn ihr sich aber es nur Bestände guckt, vor allem in den States, wo es noch viel mehr schlimmer ist, dann seht ihr noch, dass Leute, Communities of Color, arme Menschen, die auch oft marginalisiert Menschen sind, oft ganz nur bei Industriegebieten leben und wo einfach die Umweltfaktoren viel mehr schlecht sind, wie an reiche Gegenden. Und dass das sich einfach im Mann so Fertilität kann auswirken. Mhm. Also die Luftqualität, Bodenqualität, Wasserqualität. Wasserqualität, genau. Ja, und das weiß auch einfach, dass all die Themen von Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit, kann er wollen, kann er kriegen, kann er nicht wollen, kann er nicht kriegen, einfach immer politisch sehen und Teil von viel größeren Diskussionen sehen. Aber bon, viel nicht, ob gerade so einer deprimistischer Not abzuhalten. Eli, an unserer Gesellschaft, was sind dann Sachen, die am Anfang aufweisen, dass sie niemals fruchtbar ist? Das ist immer ein bisschen silly. Ja, also ich meine, die das wirklich gut hinkriegen, sind die Reklame produzieren für Getränks. Und egal, ob das durch Sprudelwasser ist, wo eine Person Pferd gereden könnt, und da so ein groß schwarzes Pferd, eine Person mit langem Haar, die am Wand schwingen, und sieht auch so attraktiv aus, wie auch so Reklame von Coca-Cola zum Beispiel, so gleich alle gut sportlich sind, jung sind, und auch immens gesund Haar haben, und gut gebaut sind. Nicht sich als alles, weil so weiß Schönheitsideale sind, nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Dicht Haar, die glänzen, sportlich sind, groß sind, das sind sich alles Sachen, die gesellschaftlich darauf hinweisen, dass eine Person fruchtbar ist und die dann auch machen, dass die Lust tut, mit der Person wollen Sex zu haben und sich zu reproduzieren. Ja, mir das ist auch ein bisschen silly, weil bis auf die langen glänzend Haare trifft das aber ziemlich auf mich zu. Und ich sehe nicht unbedingt die fruchtbarste Bienen. Also es ist schon noch interessant, wie weit dass du Sachen auseinander gehen. Es war mal der Fall, dass Deckmenschen an sie manchmal fruchtbar gegolt haben, weil sie den Reichtum und einfach Kapazitäten hatten, für sich gut zu ernähren. Und das ist sich einfach mittlerweile ganz verschoben, weil es mittlerweile ein Privileg ist, für dünn zu sein. Zumindest an Eisendelen von der Welt. Mhm. Ja, und das geht ja auch erst wie viel so an Trends. Heinz sind Brethafte, heinz sind Schmolhafte, heinz sind Deckbrüst, heinz sind nicht Kleinbrüst. Ja, das weißt ja einfach, dass alles, was so gesellschaftliche Normen an Erwartungen sind, sich einfach immens verändern, an immens fluid sind. Und dass Unfruchtbarkeit oder Fruchtbarkeit die am Anfang auch genauso konstruiert sind, wie alles andere, meist rundherum auch. Eli, ich sage dir merci, dass du mit mir über als Fruchtbarkeiten und Unfruchtbarkeiten geschwärzt hast. Und Edielo fortschaltet, könnt nach einer Rubrik vom Allah, die ganz interessant wird sein. Das heißt, bleibt noch ein paar Minuten dran und wir hören uns dann an 2 Wochen noch. Adi. Ja, Robin, ich wollte dir auch merci so für die fruchtbare Episode zu dem spannenden Thema. Ciao, ciao. Ein gut froh, gut gefroht. Wat ass de Luxemburg LGBTIQ+ Panel? De Luxemburg LGBTIQ+ Panel ass e Projekt vun der Organisation LQGF. LQGF steht fir Laboratoire d'études queer sur le genre et les féminismes. Dat ass also eng Kleingrupp vu ForscherInnen, déi halt zu Lützeburg Recherchen iwwer Gender, queer a feministisch Themen durchführen. Dabei benutzen sie einen sogenannten Action Research. Action Research ist eine Art und Weise für Recherche zu machen, wo es einerseits darum geht, ein Problem zu erforschen, aber gleichzeitig auch darum, es zu lesen. Die ForscherInnen bei LQGF wollen also mit dem Wissen, was sie generieren, und mit den Ressourcen, die sie entwickeln, zu einem positiven sozialen Wandel beitragen. Am Mittwoch, den 4. März 2026, hat die Equipe vom LQGF die Resultate von ihrem rezenten Projekt, dem Luxemburg LGBTIQ+ Panel, vorgestellt. Ich war mir das Präsentation lauschen und in dieser Rubrik erkläre ich euch, was das Projekt ist und was bis jetzt dabei rauskommt.
Was genau ist der Luxemburg LGBTIQ+ Panel? Ein Panel ist eine Gruppe von ExpertInnen, die zusammenkommen, für ein bestimmtes Thema zu beschwatzen. In diesem Fall waren das ExpertInnen queer Leute, die über ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Wünsche für die Zukunft geschwatzt haben. Dem Panel sein Ziel wäre, den Membern von der LGBTIQ+-Community eine Plattform zu bieten, für zusammen zu denken und zu diskutieren. Dabei sollten Menschen, die über 16 Jahre alt sind und zu Lützeburg leben oder arbeiten, von aller Nationalität, Wohnplatz, Sprachengemeinschaft und sozialem Hintergrund vertraut können sein. Am Ganzen haben 52 Leute mitgemacht, die in insgesamt 14 Fokusgruppen zu spezifischen Themen angedeelt waren. Hier war alles dabei. Von Diskrimination an Rechte, über Bildung und Kultur, bis hin zu queer Jugend in 26 Jahren und Queerness am Alter über 60 Jahren. Bei diesen Diskussionsrunden an den Fokusgruppen haben ForscherInnen Daten gesammelt, die sie noch analysiert haben. Mit Hilfe von diesen Daten und Analysen haben sie dann Empfehlungen ausgeschafft für eine bessere Politik und für verschiedene Initiativen für das Leben von LGBTIQ+-Leuten zu verbessern. Das Ganze haben sie an einem Bericht dokumentiert, den ich natürlich verlinken werde. Was steht alles an dem Bericht dran? An unserer Gesellschaft gibt es verschiedene politische und soziale Mechanismen. Das können entweder dafür sorgen, dass es queere Menschen gut geht, dass sie dazugehören und sich gut in der Gesellschaft beteiligen können, oder sie können den Gegenteil bewirken. Von diesen Mechanismen, über die noch am Bericht viel geschwatzt wird, ist zum Beispiel Cis-Heteronormativität. Dieser Begriff beschreibt eine Weltansicht, an der angeholget, dass cisgeschlechtlich und heterosexuell zu sein, die normalst und natürlichst Art und Weise wird zu existieren. Dadurch gehen all andere Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten als, an Anführungszeichen, nicht markiert. Sie gehen unsichtbar gemacht, aufgewehrt und nicht wird gänzlich diskriminiert. Darüber gouf hier im Podcast schon oft geschwatzt. Und an den Shownotes fand ihr ein paar Episoden zu dem Thema. Ich kann aber auch gerne an einer anderen Rubrik mehr genau auf Cis-Heteronormativität zurückkommen. Bei der Analyse am Bericht vom Luxemburg LGBTIQ+ Panel ist es darum gegangen, für sozial- und politische Mechanismen wie Cis-Heteronormativität zu erforschen und zu erklären. Und für zu gucken, was für Auswirkungen so auf queer Leute zu Lützeburg und an der Grenzregion haben. Das wurde durch 8 verschiedene Analysen zu 8 bestimmte Bereiche gemacht. Die erste Analyse geht über Coming Out und Sichtbarkeit. Bei der zweiten geht es über Intersektionen, also darüber, wie verschiedene Teile von einer menschlichen Identität, wie halt zum Beispiel Geschlecht, Alter, Nationalität, Origine ethnique und Wohnplatz, einen Einfluss darauf haben, wie dieser Mensch seine Queerness erlebt und welche Erfahrungen mischt. Bei der dritten Analyse geht es um interkulturell Zusammenleben und ethnoraciale Diskriminationen. Bei der vierten um Arbeit, bei der fünften um Bildungsumfelder, bei der sechsten um Räumlichkeiten, bei der siebenten um Stigmatisierung, Ausschließen und Gewalt. Und bei der achten und letzten Analyse geht es um Politik und Aktivismus. Was das Resultat von dieser Recherche? Wenig überraschend geht die LGBTIQ+-Community hier im Land noch immer unterdrückt. Die ForscherInnen vom LQGF sind dafür über die Analyse herausgegangen und haben spezifisch Empfehlungen formuliert, für zu einem positiven Fortschritt beizutragen. Hier haben sie sich spezifisch und Recherche und Politik und Institutionen und Zivilgesellschaft und Sozialinitiative gewandt. Außerdem stehen am Bericht eine Liste von 10 Revendikationen aus der LGBTIQ+-Community, für ihnen ein besseres Leben zu Lützeburg möglich zu machen. Zum Schluss präsentiert den LQGF als noch eine Reihe Ideen aus den Fokusgruppen, darüber, wie queer Utopien gäfen ausgesehen. Hier gibt sich zum Beispiel eine Welt vorgestellt, wo keine Vermutungen über die Leute Geschlecht und die Sexualität mehr gemacht gehen, wo man kein Pride mehr brauchen, aber wo kein mehr ein Coming-out machen muss, weil Queerness einfach ganz gewöhnlich kein, an Anführungszeichen, spezielles Thema mehr ist. Obwohl ich euch wirklich empfehle, den ganzen Bericht zu lesen,
weiß ich natürlich auch, wie stressig Leben heinst du ass. Coolerweise huet den alle QGF zu all den 14 Fokusgruppen, die ich am Anfang erwähnt hun, also zu all diskutierten Themen, eng sogenannte Fischsynthetik erstellt. Da das Resümee, wo de MatmacherInnen hier Andreck über die aktuelle Situation, hier direkt Erfahrungen an hier Erwartungen für Zukunft zur Summe gefasst gehen. So könnt ihr euch gezielt die Themen angucken, die euch interessieren, auch wenn ihr nicht den ganzen Bericht lesen wollt. Allerdings, als ob die Fischsynthetik nicht die komplette Analyse von den ForscherInnen vom LQGF drop. Die fand ihr just am Bericht. Zu Lützeburg an der Recherche mi general die Queer- und Gender-Themen noch viel zu wenig beurcht. Studien wie der Luxemburg LGBTIQ+-Panel sind dafür immens wichtige Initiativen. Sie helfen uns, die aktuelle Situation besser zu verstehen und generieren Wissen, ob das wir uns basieren können, wenn wir eine bessere Zukunft auffordern. Willst du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Das Minister für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.